Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Vorstellung von Nathan Brown im Trainingslager. Und da gab es ein kurzes Pressegespräch und da gehen wir natürlich rein. Ne? Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, mir gefällt, was ihr seht. Halten, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr auch hier so ein Zwirn haben wollt und euch gönnen wollt, dann kauft das gerne im FC Bayern Fanshop. Nutzt meinen Link aus der Videobeschreibung, der erste Link oder im angepinnten Kommentar. Genau. Und damit gehen wir rein. Abfahrt. Das Lager am Tegernsee. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Nathaniel genannt Nene Brown vorzustellen. Na, leichte Probleme im Namen. Max Eberl. Servus Max. Servus Nene. Hallo. Servus. Du bist gestern schon mit deinen Nationalmannschaftskollegen angereist. Warst zuvor in der Säbener Straße. Welche Eindrücke leise, hast du ne? schon so sammeln können von deinem neuen Club? Ja, ich freue mich jetzt erstmal riesig, endlich hier zu sein. Sprich ins Sehr, Mikro. sehr guten Eindruck. Die meisten kenne ich ja eh schon. Und jetzt lerne ich die anderen auch langsam kennen. Aber ja, super Eindruck. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Max, was hat dich und den FC Bayern überzeugt, dass Nene der Richtige ist? Und ich glaube, jeder hat bei der WM gesehen, spätestens Auch mal ein dort, bisschen was lauter für für eine euch. Qualität Nene hat. Ist ein junger Deutscher aus Amberg, also ein Bayer auch noch dabei. Junger Das Deutsch. spricht schon automatisch dafür, dass wir uns um so einen Jungen bemühen, der einen super spannenden Weg gegangen ist über Nürnberg, dann zu Frankfurt, in Frankfurt eine tolle Entwicklung genommen hat. In einer Mannschaft, die letztes Jahr es nicht ganz so leicht Ton hatte, aufgedreht. durch die Saison, Wild. mit Trainerwechseln und allem, was dazugehört, dann. Erwartungshaltung. Aber Nene der Spieler war, der eigentlich auch trotz dieses Drucks immer wieder gezeigt hat, was für eine Qualität er hat, wie stabil er ist, welche fußballerische Intelligenz er hat. Spielintelligenz, ein ganz großes Wort heutzutage. Muss ich dem Max schon mal zu 100% zustimmen. Ne? Für mich die einzige wirklich positive Überraschung in der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Der andere auffällige war Jonathan Tah, aber Jonathan Tah hat eine normale, solide Leistung gebracht, so wie wir es von ihm gewohnt sind. Ich habe Brown vorher nicht auf dem Zettel gehabt, natürlich immer ein, zwei Mal so ein bisschen gesehen bei Frankfurt, aber sonst gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich habe ihn erst so richtig in der Nationalmannschaft gesehen und das, was ich da gesehen habe, passt wie die Faust aufs Auge ins Bayern-System und ja, Grüße gehen raus an Alphonso Davies. Ich glaube nicht, dass Fonsi, wenn der Junge das Potenzial, was er bei der WM gezeigt hat, abrufen kann beim FC Bayern oder sogar noch einen Step macht, ja, dann goodbye Fonsi, Alter. Weiß ich nicht, wo Fonsi da noch Spiele bestreiten soll, weil der Junge ist schon so viel weiter wie Alphonso Davies. Ja. In allen Belangen. Wirklich in allen Belangen. Ich weiß nicht, ob Fonsi vielleicht einen Tacken schneller ist. I don't know, müsste man mal herausfinden. Aber in allem anderen ist ein Alphonso Davies klar unterlegen, was ich von ihm gesehen habe. Die Frage ist natürlich, kann er das konstant zeigen, alle 3 Tage so? Das werden wir sehen. Natürlich gibt es Belastungssteuerung. Wir haben 2 gute Linksverteidiger. Wir haben noch Ito hinten dran. Wir haben Colli Laimer noch und Stunny, die auch auf links spielen können. Also, ja, Top-Transfer, meiner Meinung nach. Und alles, was Max Eberl hier gerade gesagt hat, stimmt 100%. Ja. Und das in einer Mannschaft, wo die ganzen Anführer abgetaucht sind. Im Fußball. Und deswegen war für uns klar, wir beschäftigen uns mit dem Spieler sehr intensiv. Und als sich die Chance dann aufgetan hat, dann mussten wir zuschlagen. Ja. Weil ich glaube, Nene ist der Spieler, dem die Zukunft gehört. Auf mehreren Positionen. Er kann links beide spielen, vorne, dahinter. Er kann rechte Außenverteidiger spielen. Er kann auch im Zentrum spielen. Also unglaublich flexibler Spieler. Und genau diese Spielertypen, jung, bayerisch, flexibel, Riesenqualität, das spricht für sich, dass wir uns darum bemüht haben. Werden wir jetzt ein bisschen vertiefen, dann starten wir mit den Fragen in den jungen Bayern und dem auch jungen Sportvorstand. Bitte schön, Reihe 1 geht's los. Der erste ist, ja, Torben Hoffmann für Sky. Ja, Nele, herzlich willkommen hier in München. Welche Zielsetzung hast du an dich persönlich? Max sagt zwar, du kannst viele Positionen spielen, aber wenn wir jetzt mal hinten links die Position nehmen mit Alphonso Davies. Welche Zielsetzung soll er haben, Alter? Was ist das wieder für eine Frage, ey? Natürlich Stammspieler beim FC Bayern zu sein. Und wie gesagt, alles, was ich gesehen habe von ihm, die Frage ist, ob er es abrufen kann, so, ne? Das wird man sehen. Ich meine, wir haben Nick Woldemade gesehen, der ein gutes halbes Jahr hatte und dann nochmal gute 3 Monate in England und dann ist er in der Versenkung verschwunden. Glaube ich jetzt nicht bei ihm, aber natürlich immer mal abwarten. Ne? Die Erwartungshaltung ist riesig von meiner Seite. Bin gespannt, ob er sie erfüllen kann. Du bist natürlich auch extreme Konkurrenz. Ja, was ist dein Anspruch? Wo willst du hin? Und wie war der Austausch auch mit dem Trainer gerade in Bezug auch auf die Position? Ja, ich will einfach zeigen, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich noch nicht kann.
Ich habe mit ihm geredet, da hat er mir gezeigt, was ich noch besser machen soll, was ich schon gut mache. Und ja, da haben wir über alles geredet, über das Spiel hat er mir gezeigt. Und ja, meine Ziele sind einfach, so viele Spiele wie möglich zu machen, der Mannschaft zu helfen und ja, am Ende Titel zu holen. Gleich daneben Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Was soll er jetzt auch wir noch haben es sagen? gerade schon gehört, du bist aus Amberg, also ein Bayer, Alter, schreib mal richtig so nah ins Mikrofon rein. der quasi mit Raute aufgewachsen ist, trägt die Raute auf der Brust. War das jetzt immer so ein Ziel für dich, mal zu sagen, ja, wenn ich Profifußballer werde, möchte ich schon auch gerne mal beim Was ist denn mit der größtmöglichen bayerischen Quali Club los spielen? hier, Alter? Ja, natürlich ist es was Besonderes für mich, weil ich eben aus Bayern komme. In Amberg sind ja auch alle Bayern-Fans. Das ist schon sehr, sehr verrückt. Und ja, natürlich, Bayern ist einer der größten Vereine auf der Welt und da will man einfach spielen. Dann auf der anderen Seite Elisa Auch da, was soll er anderes sagen? Soll er sagen, nee, eigentlich war ich ein 60er oder ich würde gerne in Nürnberg spielen, aber die spielen mir nicht hoch genug, da kann ich keine Titel gewinnen? Schwierig. Immer diese Fragen, wo du die Antwort kennst, da werden irgendwelche Phrasen runtergelabert und gut ist, Alter. Isabel Schlammer als Freelancerin, wie man so schön sagt. Ja, hallo. Sie haben gerade gesagt, Sie wissen, was Sie gut können, was Sie noch nicht so gut können. Was können Sie denn schon gut? Aber sagen wir mal, das haben wir ja gesehen. Aber wo finden Sie, müssen Sie sich noch verbessern? Ehrlich gesagt mag ich eigentlich nicht so gerne immer über mich zu reden. Aber was ich gut kann, ich würde sagen, ich habe ein gutes Tempo. Mein Gespür für den Raum ist auch gut. Und was ich nicht so gut kann, noch so Bälle. Gut, ich weiß nicht, das wievielte Jahr ich jetzt diesen Kanal betreibe. Die Qualität der PKs hat sich einfach nicht verbessert beim FC Bayern. Kopfbälle muss ich noch ein bisschen üben und ja, einfach verteidigen, vor allem wenn es dann in die Tiefe geht, hinter meinem Rücken. Nebendran ist Maximilian Koch für die Abendzeitung. Ja, Herr Eberl, jetzt haben Sie ja links hinten fast schon ein Überangebot an guten Spielern mit Brown, Davis, Ito kann da spielen, Stanisic, Leimer. Wollen Sie sich da noch von einem Spieler trennen oder ist es speziell jetzt bei Davis ausgeschlossen? Es ist ausgeschlossen bei Davis und bei uns Stani. Lächerlich. 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 Es ist gar nichts ausgeschlossen. Ja. Ich meine, der Junge hat nur noch einen Marktwert von 40 Millionen, wie ich gelesen habe. Ich glaube, vor 2 Jahren war da eine ganz andere Zahlen im Raum. Aber ganz ehrlich, wenn da ein Club kommt und sagt, komm, hier hast du 80 Mille für Alphonso Davis. Und Alphonso sagt, oh, ich würde gerne wechseln. Also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern sagt, oh nein, Fonsi, du musst unbedingt hier bleiben, damit Jamal Musiala nicht traurig ist. Und Conny haben es ja gespielt, weil wir Not am Mann hatten. Das war ja der Grund gewesen. Das sind ja keine klassischen ausgebildeten linken Verteidiger. Wir haben mit Fonsi unseren linken Verteidiger Hiro, der spielen kann, der sowohl links außen spielen kann, als auch Innenverteidiger spielen kann. Aber wie gesagt, bei Nene Brown mit der Qualität, das, was er gerade angesprochen hat, was er schon gut kann, Kopfballspiel, der Hermann Gerland Gedächtnispendel wird wahrscheinlich wieder rausgeholt, um das zu lernen. Da muss Bayern München sich drum bemühen. Und natürlich, wenn wir dann eben die linke Seite gerade sehen, wo wir auch entschieden haben, zu sagen, wir wollten eigentlich einen linksen Außen verpflichten, das haben wir dann nicht getan, bewusst uns dagegen entschieden, weil uns der Preis einfach zu hoch war. Dann haben wir ein Stück weit eben unsere Ideen geändert und haben mit Sabiri und mit Nene eben 2 Spieler geholt, die uns noch mehr Flexibilität gebracht haben. Somit haben wir die linke Seite quasi besetzt mit Lucho. Ari ist jetzt wieder bei uns fest im Kader deswegen, aber auch mit Nene und Fonsi. Und trotzdem haben wir eine riesen Variabilität. Und das ist das, was für uns entscheidend ist. Wenn es auf der linken Seite jetzt einen Interessenten gibt für einen Spieler von uns, dann wird man sich damit beschäftigen. Ah, ja, jetzt werden wir uns doch beschäftigen. Ich check mal ganz kurz, ob das vielleicht an mein Internet liegt hier oder ob einfach wieder hier die Bayern-Qualität wieder mega ist. Bis gleich. Okay, das war kurz und schmerzlos, liegt nicht an meinem Internet. Der erste Gedanke, den zu verkaufen, merkt, das wird schwierig, weil wir Nene jetzt gemacht haben. Der Gedanke, den zu verkaufen, Alter, kannst du dir nicht ausdenken, oder was, ey? Junge, wir sind ein Top-5-Club in Europa, Alter. Und wir kriegen es nicht hin, dass hier mal der Ton vernünftig ist, oder was? Also erst sagt er kann es ausschließen, dass Alphonso Davies geht. Und jetzt sagt er, ja, aber wenn irgendjemand für die linke Seite ein Angebot kommt, dann können wir es nicht ausschließen, oder was? Man versteht natürlich jetzt nur die Hälfte. Man merkt, das wird schwierig, weil wir Nene jetzt gemacht haben. Mit Michel und Jonas und Upa natürlich 3 herausragende Spieler.
Gut, dann wird man sich damit beschäftigen. Bleiben wir auf der linken Seite von uns aus. Julian Buhl für T-Online. Ja, Frage gerne an beide. Welche Erwartungen haben Sie denn auch an Jürgen Klopp? Ey, jetzt mal ernsthaft, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen hier, wa? Ich verstehe nicht dieses verkackte Problem, dass die das nicht mal hinkriegen bei einer Pressekonferenz, bei einem Pressetalk. Ich meine, wenn die das sogar aufzeichnen wollen hier für später, dass man da mal einen Soundcheck macht. Ja. What the hell? Und dass die auch nur mit einem Mikrofon da sitzen. Junge, mach doch hier, klemm dir einfach mal 2 Rode hier dran. Da brauchst du noch nicht mal das Mikrofon halten und da reinsabbeln. Ist auch Funk. Klopp als neuen Bundestrainer. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss ihn ja jetzt dann auch erstmal, oder ich hoffe, dass ich ihn dann auch erstmal kennenlerne und dann, dass einfach vielleicht alles ein bisschen besser wird, weil die WM war einfach nicht gut, das wissen wir alle. Und ja, ich glaube, dass wir jetzt einfach nach vorne schauen und dass es jetzt besser wird. Es kann unter Klopp nicht schlechter werden. Punkt. Ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn der Kloppo seinen Sprüchen da Taten folgen lässt und wirklich darauf geht, dass da Spieler sind, die Bock haben, die sich zerreißen, dann wird das gut. Ja, wenn man da aber natürlich wieder 1, 2 Schlawiner reinballert, nur weil sie irgendwelche großen Namen haben, dann wird es schwierig. Auch für Klopp. Naja, ich glaube, dass Jürgen Klopp Nachfolger wurde dann nach dem Ausscheiden, das war jetzt dann auch kein Geheimnis mehr, das war relativ schnell dann auch klar. Ich glaube aber auch, was auch schon der ein oder andere gesagt hat, dass Jürgen alleine es nicht richten wird. Also wir haben jetzt einen herausragenden Trainer, der in Europa eine Riesenqualität nachgewiesen hat, der weiß, wie er mit Jungs umgehen kann, umgehen muss. Ja, das sehe ich ganz, ganz ehrlich ein bisschen anders. Ja. Was die A-Nationalmannschaft angeht, jetzt für den Moment, kann Kloppo das, also jetzt alleine ist sein Trainerteam natürlich dabei, ja, aber jetzt kommt da wieder diese Ausschweifung, ja, wir müssen alles reformieren und bla und Sülz und ja, müssen wir ein Stück weit vielleicht auch, aber in erster Linie geht es ja darum, es ist ja nicht so, dass wir keine guten Spieler in Deutschland haben. Ja, schon gar nicht die dabei waren, die halt einfach nicht performt haben, wie aber auch noch genug andere, die gar nicht erst eingeladen wurden. Ja, es gibt einen großen Spielerpool und natürlich ist das kein Frankreich-Spielerpool, hat der Kloppo ja auch gesagt, ja. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden, aber wenn man sich wieder auf die richtigen Tugenden einstellt und jeder, der den Klopp-Fußball kennt, also, ja, da muss man jetzt auch nicht sagen, oh ja, wir müssen jetzt erstmal die nächsten 20 Jahre spielen wir nur Ringelpitz und kommen nur es wird schwer, uns zu qualifizieren. Wir müssen erstmal Grundstrukturen richten und das dauert dann 10 Jahre, bis die Spieler nachkommen. Ist halt auch Schwachsinn. Ja, dass sich was ändern muss, logisch. Ja, vielleicht mal angefangen bei irgendwelchen Prämienverhandlungen für Nationalspieler. Die sollte man vielleicht einfach mal abschaffen. Vielleicht sollten die Spieler einfach mal wieder stolz sein, dass sie überhaupt für Deutschland spielen dürfen. Anstatt zu sagen, ja, ich möchte aber hier mindestens dann 1 Mille abkassieren, wenn ich so und so weit komme, wäre vielleicht mal ein Anfang, um mal irgendwelche Strukturen zu ändern. Um erfolgreich zu sein. Jetzt ist, glaube ich, ein Verbandstrainer immer wieder ein Stück weit anders als ein Vereinstrainer, wo du die Jungs jeden Tag hast, wo du jeden Tag mit denen dich austauschen kannst. Jetzt hat Julian ja auch, glaube ich, kennengelernt. Ist es schon ein bisschen anders, wenn du nur alle paar Monate für ein paar Tage mit den Jungs arbeiten kannst. Dementsprechend ist es schon eine neue Aufgabe, auch für Jürgen. Wir werden alle im deutschen Fußball natürlich ihn unterstützen, wie wir es beim Julian auch getan haben, dass wir einfach im deutschen Fußball wieder ein Stück weit Aufschwung erleben, dass wir ein Stück weit ein neues Gefühl erleben, aber es wird der Jürgen nicht alleine machen. Da werden wir alle mitarbeiten müssen, alle, die im Vereinen arbeiten, eben aber auch der Verband muss ein Stück weit sich überlegen, wie er sich aufstellt, tut er ja auch. Aber auch wir müssen, wenn wir jetzt das nicht zu weit gehen wollend, aber wenn ich jetzt allein an Regionalliga-Reformen denke, sowas darf natürlich in Deutschland nicht passieren, dass wir uns dauernd behindern in irgendwelchen Ideen, Gedanken, die dem Fußball gut täten. Und deswegen sage ich, der Jürgen, super Entscheid, aber es müssen viel mehr Menschen. Ja, aber das ist ja jetzt auch so eine Geschichte, der Jürgen Klopp wird jetzt nicht entscheiden, dass aus der Regionalliga alle Meister aufsteigen. Hä? Ja, Jürgen Klopp ist am Ende des Tages Bundestrainer und nicht irgendwie Präsident des Verbands oder sonst was. Also wilder Take irgendwie. Auch dann offen sein für neue Wege, um wieder erfolgreich zu sein. Dann in der Mitte Christian Falk für Bild, Sportbild. Max, ihr seid ja schon sehr, sehr weit diesmal beim Transfermarkt. Trotzdem brodelt die. Wir sind fertig. Wir sind durch. Na? Wie gesagt, ich würde noch die Position des Backup-Stürmers sehen, aber da ist ja angeblich so ein Talent in der zweiten Mannschaft.
Auch fein. Hauptsache, wir haben halt einen, der da einspringen kann. Mal sehen. Bin gespannt. Werden wir wohl in der Vorbereitung das eine oder andere Mal ein bisschen sehen, wa? Die Gerüchteküche weiter, jetzt war aus Belgien zu lesen, Bayern sei interessiert an Charles de Ketelaere. Kannst du sagen, ist das true or not true? Ja gut, das ist deine Sendung. Ehrlicherweise musste ich dieses Jahr sehr, sehr schmunzeln über den ganzen Transferjournalismus, der passiert Ja, ist, ich auch. dadurch, dass wir mit Ismail und Nene sehr, sehr schnell unsere Stellen geschlossen haben und wir auch kommuniziert haben, dachte ich, vielleicht nicht klar genug, dass wir eigentlich fertig sind mit den Zugängen, musste ich doch tatsächlich sehr, sehr schmunzeln, welche Namen mit uns in Verbindung gebracht wurden. Und wenn er sich dann für einen anderen Verein entschieden hat, dass dann gemacht wurde, Transferschlappe für Bayern erneut. Es hat mich diesmal sehr amüsiert, weil wirklich... Ja, das ist einfach, wenn du der FC Bayern bist, so der FC Bayern polarisiert und natürlich schreiben da irgendwelche. Es ist halt traurig, dass einfach irgendwelche Leute sich Journalisten nennen und sich da hinstellen und irgendwas schreiben, was völliger Dünnpfiff ist. Das ist genauso, als wenn ich mich hier hinsetzen würde und sagen würde, ja, der FC Bayern, er wollte den Spieler verpflichten, aber hat er leider nicht geschafft. Bei mir wäre das ja sogar noch okay, ich nenne mich ja nicht Journalist, Alter. Ja, das ist ja das Traurige. Ich weiß nicht, was das noch mit Journalismus alles zu tun hat. Das ist einfach nur, ich saug mir was aus den Fingern, schreibe den FC Bayern mit rein und damit sich hier meine Artikel verkaufen. Also absolute Katastrophe, Alter. An all den Namen, die um uns herum waren, wirklich tatsächlich Egal, ob das 0% Bild ist, dran war, Sky also ist not oder true. sonst ein Scheiß, ne? Nächster ist Manuel Bunke für Merkur. Junge, TZ. Junge, Alter. Herr Eberl, Sie haben es angesprochen, Transfermarkt oder Aktivitäten sind geschlossen beim FC Bayern. Ihr seid früh dran gewesen. Beim Pokalfinale hieß es auch Ihre... Ey, was ist denn jetzt hier? Ist das nicht die Vorstellung von Nathan Brown oder was ist jetzt hier die PK, Alter? Die PK ist jetzt hier, wir unterhalten uns über Transfergerüchte oder was? Person betreffend gäbe noch Zweifel von Uli Hoeneß, was Ihre Zukunft beträfe. Haben Sie mit diesem frühen Transfermarkt, der abgeschlossen ist, aus Ihrer Sicht diese Zweifel auch vom Tisch gekehrt oder müssen da noch viele Spieler verkauft werden am Ende? Da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Aber wenn ich das so Ja, verstehe, was ist der eine Transfermarkt Frage, doch noch ja. nicht geschlossen. Also ich finde es auch immer, ey, ohne Scheiß, ich finde es immer despektierlich, sich da hinzusetzen und Max Eberl da mit irgendwelchen Aussagen von Uli Hoeneß zu konfrontieren. Alter, das ist halt, das geht halt in dieselbe Kerbe, ja? Das geht in dieselbe Kerbe. Das ist genau die Scheiße wie mit ihren Transfergerüchten. Junge, Alter. Ey, dann ruf doch einen Uli an und frag einen Uli, ja? Du gehst zu Max Eberl und sagst, ja, Max Eberl, weißt du, der Uli hat ja das und das gesagt, aber halt's Maul einfach. Ja? Halt's einfach das Maul, Alter. Was erwartet man denn jetzt auch von Max Eberl? Dass er was sagt? Hä? Die Verlängerung, ja oder nein? Junge, Ich weiß es Alter, nicht, kriegst ist du nicht meine Fieber, Aufgabe. ey. Meine Aufgabe ist, den Job zu machen, den ich jetzt über 2 Jahre schon mache. Einen Kader zu bauen, der Erfolg bringen kann, der Werte hat, der Jungs hat, mit denen man sich identifizieren kann. Ein Fußball, wo die Menschen sich wiederfinden und Spaß haben. Das ist das, was Haben wir gehabt letzte Saison. Spreche ich jetzt mal für uns alle. Denke, haben wir gehabt. meine Aufgabe ist und dann Es sei denn, du bist irgendwie so ein 1-0-Freak. Dann natürlich nicht. Aber ansonsten haben wir den gehabt. wird man über mich entscheiden, aber das ist, glaube ich, heute nicht das Thema. Heute ist das Thema Ja. Nene, den wir gerade unterschrieben haben, nicht gerade, auch ein bisschen länger her, für eine einige Zeit. Deswegen, das ist heute der Hauptpunkt. Also zurück zu Nene. Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, hallo Max, hallo Nene. Max, nimm uns doch vielleicht mal mit auf die Verkaufsseite, gerade was João Palhinha betrifft, wie da der Stand ist. Und anschließend an die Frage vom Herrn Bonke. Nach den Aussagen von Uli Hoeneß hast du gesagt, da wird man drüber sprechen. Entweder wird Ja, lass uns doch mal zurück zu Nene kommen. Und die nächste Frage. Ja, aber wie sieht's denn aus jetzt hier mit Palhinha? Also, auch da. Ja, wir wollen die Spieler abgeben. Ja. Kannst natürlich jetzt auch nicht den Move machen, zu sagen, jo, wir streichen die mal direkt, wir stecken die in die B-Mannschaft, weil dann, ich meine, für Palhinha kriegst du so schon nichts mehr, das Minusgeschäft hoch 20. Wenn du das jetzt noch machen würdest, dann droppst du den Marktwert noch weiter. Ja. Man wird sehen, ob ein Angebot kommt. Wenn ein Angebot kommt, ja, dann wird man sich damit beschäftigen und sehr wahrscheinlich wird der Bums unter 20 Millionen über die Bühne gehen. du Uli Hoeneß fragen oder er kommt auf dich zu. Gab es diesen Moment schon? So am Tegernsee, Sonnenschein, Sommerpause. Gibt es da Gelegenheiten? Also wenn ich mit Uli rede, dann tun wir das und das haben wir auch getan. Dementsprechend braucht sich keiner Gedanken machen. Das ist alles fein, alles gut.
Und und Verkaufskandidaten, ich glaube, das haben wir ganz offen kommuniziert, dass wir mit Sascha, mit Brian, mit Joao 3 Spieler haben, wo wir sehr offen sind, sie abzugeben. Sie haben einen Vertrag beim FC Bayern, das haben wir auch zu respektieren, den haben wir beide unterschrieben. Und trotzdem glaube ich, dass für die 3 hier die Zukunft beim FC Bayern halt keine sein wird. Wenn sich dann einer entscheidet, hier zu bleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er eben keine große Rolle spielen wird. Unser Kader steht, wie wir ihn aufgestellt haben. Und da spielen die 3 eben keine Rolle. Zurück in Reihe 1, Taufik Halil wieder, bitte. Aber hey, wenigstens mal ehrliche und mal kompromisslose Worte hat man in den letzten Jahren ja oft genug vermisst, ja? Dass man das mal so äußert. 2 Fragen, also erst an Nene, dann an Max Eberl. Sie haben jetzt mit Na hey, nach 10 Minuten kriegt er auch mal eine Frage gestellt bei seiner Vorstellung. Ist aber nicht schlecht. Vincent Kompany, einen der besten Verteidiger seiner Zeit mal, als er aktiv war. Merkt man das dann auch im Training, dass man es da mit jemandem zu tun hat, der das selber auch erlebt hat, dass er weiß, was er tut? Und die Frage an Max Eberl, Herr Eberl, bei Gianni Infantino sind wir ja nie sicher, was er als nächstes macht. Es kam das nächste Ding jetzt wieder. Ich glaube, die Journalisten haben halt einfach auch keine Fragen, oder? Ja, wie ist das denn? Merkt man das denn, dass der Vincent Kompany mal ein Top-Verteidiger, Weltklasse-Verteidiger war? Merkt man das im Training? Nee, natürlich nicht. Also, nee, der Trainer er hat keine Ahnung von Verteidigung. Die UEFA macht diese Woche scheinbar noch eine Sitzung. Vielleicht, wenn Sie uns dazu dann kurz was sagen würden. Ja, natürlich merkt man das. Auch heute, wenn ich das Training anschaue, erste Übung haben wir 4er-Kettenschulung gemacht und da war er auch dabei, hat uns sehr, sehr viel erklärt und ja, das beeindruckt dann einen schon sehr. Schade, ich dachte, du antwortest länger, dass ich ein bisschen mehr Gedanken machen kann, wie ich jetzt aus dieser Nummer einigermaßen rauskomme, ohne zu sehr in den Schlagzeilen zu stehen. Also ehrlicherweise, ich finde es beschämend und ich schäme mich dafür, dass wir im Fußball über solche Gedanken reden. Also der Fußball, und das haben die Fans ja auch schon gesagt, der Fußball gehört uns nicht, das ist ein Spiel. Und die FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, dieses Spiel in Form. Sagen wir mal, wie es ist, die FIFA ist ein Fotzenverein. So, Punkt. Ja, um es mal in klarer Sache mal auszusprechen. Ja, das ist genauso wie die Politik. Das sind alles bestechliche Punkt. Denen geht es nur um sich selber, denen geht es nur darum, die Kassen in ihren Taschen voll zu machen und kriegen den Hals nicht voll, haben schon Millionen, Abermillionen und Millionen und wollen alles kommerzialisieren und alles rausziehen aus dem Fußball. Und ja, da sind wir. Ich denke, die WM hat das ja, was da rundherum lief, auch ganz klar gezeigt, wohin die Reise geht, was das angeht. Ja. Fußball ist nur noch ein Event, wo es darum geht, sehen und gesehen werden und hat nicht mehr irgendwas großartig mit, weiß ich nicht. Man hatte schon bei der WM oft genug den Eindruck, dass der Fußball da nicht wirklich im Mittelpunkt steht und das sagt schon alles aus eigentlich. Ja, und natürlich geht das jetzt nochmal eine Schippe weiter. Ne? Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszurichten. Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist dafür da, nur Profit zu machen. Also es fühlt sich an, als ob nur Geld verdient werden will auf allen möglichen. Ja, aber das ist ja jetzt beim FC Bayern auch nicht anders. Sorry, ja, das ist im ganzen Fußball ja nicht mehr anders. So, ja, also da muss man sich ein bisschen auch an die eigene Nase fassen. Naja, nicht auf dem Level so, logisch, ja. Aber natürlich geht es in FC Bayern auch darum, Geld einzunehmen. Natürlich ein bisschen unter einer anderen Prämisse, weil wir das Geld hier auch wieder ausgeben, ja, für sportlichen Erfolg oder für gute Chancen auf sportlichen Erfolg. Das ist bei der FIFA halt anders, ne? Das ist, wie ich es gerade gesagt habe. Also die wollen sich halt alle selber nur die Taschen voll machen. Das ist alles. Ja? Und Machtgier gehört auch dazu. Ja? Kanälen. Wie in der Politik. Und das halt. ist ehrlicherweise Ist auch für nicht mich, anders. ich fühle mich als Kind des Fußballs, ich darf das jetzt doch mehrere Jahrzehnte schon machen. Und selbst mich, der im Fußball wirklich da zu Hause ist, mich ekelt das. Und ich finde ehrlicherweise gut, wenn ich höre, dass die UEFA jetzt irgendwie eine Krisensitzung einberufen hat, um zu überlegen, eben gewisse Dinge auch zu boykottieren. Ich bin kein Freund von Boykott. Ja, komm. Das ist ohne Scheiß, der Niedergang hat doch mit der WM in Katar angefangen. Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Da hat keiner die Eier gehabt. Keiner. Ja. Keiner aus unserem verkackten
großen den größten Fußballverband der Welt, hat keiner die Eier gehabt, da mal aufzustehen und mal Tacheles zu reden, ja? Oder einfach nur mal gegen Menschenrechtsverletzungen zu sein, ja? Dann haben wir auch noch nicht über Boykottieren geredet, ja? Aber selbst das ist ja nicht passiert. Selbst da hat ja keiner die Eier gehabt. Keine Nation hat die Eier gehabt, ja? Und dann wundert man sich, dass man das immer weiter auf die Spitze treibt. Ja, Hut ab. Vielleicht hättet ihr mal einfach schon mal vor ein paar Jahren die Fresse aufmachen sollen. Ja? Gott, ich bin immer Nur so eigentlich eine ein Freund Idee. von Dialog. Aber wenn es so weit kommt, dann wäre ich tatsächlich auch dafür, dass wir als Europa dann auch eine starke Stirn bieten und sagen, nee, da machen Passiert wir ja nicht nicht. mit, das ist nicht unser Sport, das Passiert ist ja nicht das, wieder was wir wollen und dann eben auch dagegen. Das ist ja, wie gesagt, Katar ist doch das beste Beispiel, dass das nicht passiert. Ist das beste Beispiel. Ja, da waren doch 2, 3 europäische Verbände, die da zumindest vor dem Spiel irgendwelche Gesten machen wollten. Ja, da gab es einmal eine Androhung, zack, boom, alle sind umgefallen, wie ein, weiß ich nicht, wie ein Strohhalm, Alter. Ja, wird nicht passieren. Wird nicht passieren, Alter. Würde mich sehr überraschen, wenn es so wäre. Vorgehen würden. Ich weiß nicht, wer um Herrn Infantino herum ist. Sind ja ein paar Menschen, gute Buddies. Aber es fühlt Donald sich Trump, Alter. echt beschissen an. Der mächtigste Mann der Welt. Nebendran, Torben Hoffmann. Oh, ich hab Lena, auch nochmal an dich. Du hast, wir sind verloren, Leute. Wir sind verloren. Aber bleiben wir beim Fußball. Besser ist das. in Frankfurt natürlich einen gewissen Kader gehabt, nun beim FC Bayern München ja, bestückt mit Weltklasse-Spielern. Gibt es so den einen oder anderen Spieler, der dich besonders beeindruckt, wo du sagst, boah, das ist richtig geil, dass ich mit ihm zusammenkicken darf? Ja, ja noch gar nicht natürlich. da. Hier bei uns jetzt im Kader ist eine brutale Qualität. Wenn man sich natürlich die Offensivspieler anschaut mit Maike, Lucho, Harry, Jamal, das ist ja, brutal. Aber auch die anderen, also wir haben so einen breiten Kader und ja, da hat jeder Qualität und ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Dann der junge Mann neben Christian Falk, ist das noch aktuell, ja? Ja, Frage an Herr Eberl. Also mit Nene ist jetzt schon der erste Neuzugang da. Wann kann man damit rechnen, dass mit Saibari der nächste kommt? Ismail brennt schon. Ismail würde am liebsten schon auch die Asientour mitmachen, aber der soll jetzt erstmal die Reha in Ruhe fertig machen, damit er quasi nach der Asientour wieder komplett zur Verfügung steht. Stünde, Sehr gute Entscheidung. weil man muss ein bisschen konjunktiv reden, bei Verletzungen weiß er nicht so genau. Und dass wir dann quasi die letzte Phase der Vorbereitung mit ihm komplett machen können. Also das ist jetzt der Plan. Auf der linken Seite Christian Kunz für die DPA. Es klang gerade schon an, die Asienreise. Frage an beide, welche Erwartungen haben Sie beide und wie wichtig ist so eine Reise für den Verein oder für den Spieler? Ja, für den Spieler ist sie gar nicht wichtig und für den Verein, ja, wenn du den asiatischen Markt oder auf dem asiatischen Markt präsent sein möchtest, dann ist so eine Reise natürlich super wichtig. Ich glaube, für mich ist Womit wir wieder dabei sind, dass auch der FC Bayern gerne Geld verdienen möchte. noch wichtiger, weil ich dann einfach mit den Jungs jeden Tag zusammen bin. Deswegen ist Trainingslager Ja, das stimmt schon. Für ihn ist das natürlich noch was anderes. Asien war ich noch nie, werde ich mich sehr, sehr freuen. Aber auch ja, im Training, glaube ich, wenn wir noch spezieller die Dinge arbeiten oder an den Dingen arbeiten, die wir verbessern müssen. Vielleicht sollten wir einfach mal, ihr seht es gar nicht, ne? Doch, ihr seht hier so ein bisschen das Handy. Vielleicht sollten wir einfach mal das Handyvideo von der Dame nehmen, die da sitzt. Das hat wahrscheinlich eine bessere Qualität wie der Bums hier. Und ja, ich werde mich sehr, sehr freuen, die Jungs dann noch mehr kennenzulernen und im Training Gas zu geben. Ja, diese Asientour ist einfach schön. Ein schöner Moment, das, was Nene gerade sagt, als Gruppe wieder zusammenzuwachsen. Ich habe ja letztes Jahr öfters davon gesprochen, wie diese Club-WM für uns ein toller Faktor war, weil die Gruppe eben sehr lange zusammen war, ein Turnier gespielt hat. Jetzt ist es quasi die Audi-Sommertour, die wir Ja, das ist aber schon was anderes, ob du jetzt so eine Club-WM spielst, wo du wirklich über 3, 4 Wochen zusammen bist, als wie jetzt, ich weiß nicht, wie lang ist Asientour, wahrscheinlich wieder eine Woche mit 2 Spielen oder sowas. Vielen Pressetermin. Weiß ich jetzt nicht, ob man das vergleichen kann. spielen, die wir bestreiten mit 2 Spielen. Natürlich verkauft man das so nach außen hin, aber Einfach tolle Spiele, gut für den Kader. Es ist natürlich schön für die Bundesliga auch, dass wir in Asien die deutsche Bundesliga vertreten können, weil die Bundesliga soll ja auch internationaler werden. Wir wollen ja auch ein Stück weit raus aus unserem kleineren Nest. Wir wollen die Bundesliga vertreten nach draußen und deswegen ist diese Reise einfach ein toller Trip. Drehen wir so langsam die letzten Runden. Christian Falk nochmal bitte. Noch eine Frage an Nene. Du hast ja gesagt, aus deiner Gegend viele Bayern-Fans. Daher die Frage auch an dich. Hast du vielleicht als Kind wie Thomas Müller auch in Bayern-Bettwäsche geschlafen? Nein, das habe ich nicht. Halleluja, Mann, ist er ehrlich. Ja, so schnell geht eine Antwort auch. Mario Krischl für den Kicker bitte.
Vielleicht nochmal eine sportliche Frage, jetzt war es ja so, dass Luis Diaz das Spiel eher auch so interpretiert, dass er oft ganz außen an der Linie klebt und von da ins Zentrum zieht. Wie sieht das bei dir aus, so als Linksverteidiger? Bist du eher der dahinter läuft oder der auch gerne mal ins Zentrum zieht? Also ich habe jetzt vor allem Ich denke, das hat man doch während der WM schon gesehen, oder? Dass er beides kann. letztes Jahr oder letzte Saison sehr, sehr viel im Zentrum gespielt. Also habe die Läufe vom Zentrum aus gemacht. Aber ich kann auch außen bleiben. Ich passe mich dann oder ich kann mich sehr, sehr gut anpassen. Aber ja, natürlich fühle ich mich im Zentrum sehr, sehr wohl. Aber wie gesagt, ich kann auch außen. Eins dahinter, Julian Buhl wieder. Ja, eine Frage an Herrn Eberl. Baran Njai ist ja auch mit am Tegernsee dabei. Können Sie kurz erklären, was noch fehlt, um den Transfer auch offiziell perfekt zu melden und auch in welcher Rolle und wie Sie auch in Zukunft mit ihm planen? Na gut, wir haben ihn Noel verkauft, haben dafür jetzt einen Kaderplatz frei, den soll Bara bekommen. Dieses Konstrukt mit den Gambinos, das ist nicht ganz so einfach, deswegen müssen einfach Dinge geklärt werden. Er ist aber hier, er hat die Erlaubnis, dass er hier dabei sein kann, die Asientour mitmachen kann, dementsprechend klare Signale dahin. Aber es muss halt noch alles vertraglich abgesichert werden und wenn es dann vertraglich abgesichert ist, dann können wir es auch offiziell machen. Dann hier zweite Reihe, rechte Seite bitte. Okay. Frage an Nathaniel. Rückblick, was hast du aus den Schwierigkeiten der letzten Saison bei Eintracht als Spieler und als Typ gelernt? Und auch an Herrn Eberl dieselbe Frage, was haben Sie gelernt aus der letzten Saison von Nathaniel? Ja, die Saison war nicht einfach. Also für mich persönlich war sie schon gut, vor allem, weil ich dann auch einfach Champions League spielen durfte und gegen die besten Spieler spielen durfte. Aber ja, als Team haben wir einfach nicht unsere Ziele erreicht und das war schon sehr, sehr schwer. Vor allem dann am Ende der Saison war es dann einfach, hat dann einfach alles nicht mehr gepasst. Aber was ich daraus lerne, ist einfach, auch wenn es nicht so läuft, einfach standhalten, weitermachen, den Kopf nicht hängen lassen und ja, man kommt weiter, immer weiter. Da schon raus, vor allem dann einfach auch zusammen. Ich habe es versucht, beim ersten Statement schon zu sagen, dass was mich eben oder was uns beeindruckt hat, war eben, wir hatten die Saison, wo Eintracht sehr erfolgreich war, die Champions League erreicht hat, wo Nene eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und dann kam das zweite Jahr, wo natürlich die Schwierigkeiten da sind, Champions League, die Erwartungshaltung in Frankfurt. Wir kennen in Frankfurt die Menschen, die Fans sind sehr, sehr mit dem Verein verbunden. Dann lief es nicht so, dann hat man einen Trainer gewechselt, ein neuer Trainer kam, das war dann auch nicht ganz so einfach. Und Nene hat aber sein Spiel weitergespielt. Er hat sich davon nicht beeindrucken lassen, er hat seine Leistung gebracht. Und das. Ja, da bin ich nicht so drin, aber ich denke, man hat es ja bei der WM auch gesehen. So, das kann ich beurteilen. Auch da hat er, wenn er gespielt hat, sich nicht beeindrucken lassen von dem, was um ihn drumherum rumgedümpelt ist. Hat da auch sein Spiel durchgezogen. Ist das, was du bei Bayern München eben brauchst, diesem Druck auch standzuhalten, ob gut, ob schlecht, dein Niveau musst du und sollst du erreichen. Und das hat Nene wirklich eindrucksvoll getan und das waren so Momente, wo du gesagt hast, ja, das ist ein besonderer Spieler, neben seinen ganzen sportlichen Fähigkeiten, neben seiner Antizipation, seinen Fähigkeiten, das Spiel lesen zu können, ist dieser Druckmoment, wie gehst du dann den Druck um, bringst du eine Leistung trotzdem, das hat Nene gezeigt in einer schwierigen Phase bei Eintracht Frankfurt, wie gesagt, kein kleiner Verein, großer Verein und das hat uns sehr, sehr gefallen. Dann haben wir noch 4 Fragen bitte oder 5 maximal. Elisabeth Schlammer nochmal. Herr Eberl, man hat das so Gefühl gehabt, diese Sommerpause haben nicht Ihre Transfers dominiert, sondern die Gerüchte über Michael Olise. Hat Sie das eigentlich auch amüsiert oder hat Sie das genervt, dauernd wöchentlich oder im 2-Tages-Abstand in Dementi an den Tag zu legen? Und haben Sie denn vielleicht mal persönlich mit ihm gesprochen oder mit seinem Umfeld, um das mal zu klären? Also tatsächlich habe ich mit Michael und Christoph auch immer wieder Kontakt gehabt bei der Weltmeisterschaft. Er hat mir ein nettes Foto geschickt mit Manu Kone. Manu Kone habe ich damals nach Gladbach geholt, wo sie beide Arm in Arm in der Kabine standen. Wir haben ihn gefragt, ob er die Nummer 11 haben möchte, wie bei der WM. Sagte, nee, er würde gerne die 17 weiter behalten. Also wir hatten völlig normale Kommunikation. Deswegen das Ganze drumherum war dann schon, also man hat es verstanden, weil die WM war dann da und dann große Namen, Verein Bayern München, Real Madrid, das sind die größten Vereine wahrscheinlich mit auf der Welt. Das macht natürlich auch Umsatz, das gibt Klicks, wie ich verstanden habe. Irgendwann wurde es dann echt mühsam, als dieses Ding immer weiter getrieben wurde und weiter, wo sowohl Real Madrid als auch wir, glaube ich, klar positioniert haben, dass da überhaupt nichts dran ist. Ja. Bin jetzt froh, dass das Thema einfach ein Stück weit jetzt hoffentlich fast weg ist, dass Michael dann nach der Asienreise zu uns zurückkommt und dass wir wieder Spaß an... Also ich habe den ganzen Bums auch nicht verstanden. Spätestens nach der Aussage von Opa, der klar gefragt wurde und Opa klar gesagt hat, Michael ist nächste Saison beim FC Bayern, dann gab es auch nichts mehr groß
So, da muss man das einfach auch mal hinnehmen. Ja, und ansonsten hätte man mal Maike fragen sollen. Ja. So, aber da der keine Interviews gibt, muss er halt Upa fragen. Upa hat das klar geantwortet und dann war das Thema für mich auch durch. So, ja. Und mal ganz davon abgesehen, dass der Junge halt einfach einen Vertrag hat. Also, I don't know. Du hättest ja schon an die 250 Mille rangehen müssen oder an die 200 Mille auf jeden Fall, damit du überhaupt mal drüber nachdenkst. Ja, warum solltest du so einen Spieler von dieser Qualität abgeben? Ein gleichwertiger Ersatz von dieser Qualität kostet dasselbe Geld. Ja. Wenn du jetzt so einen Bakula anguckst, den kriegst du ja auch nicht unter 150 Mille. Also. Und ob der dieselbe Qualität hat, der hat eine bisschen andere Qualität, würde ich sagen. Also Michael hat nochmal einen gewissen Touch extra, würde ich behaupten. Seinem Fußball haben, das, was er gezeigt hat bei der WM, das hat einfach Freude gemacht. Und wir sind einfach froh, so einen Spieler bei uns in unseren Reihen zu haben. Sebastian Fischer von der Süddeutschen Zeitung ist an der Reihe. Nur eine kurze Nachfrage an Herrn Eberl. Sie haben gerade gesagt, das Konstrukt mit den Gambinos ist nicht ganz so einfach, was die Verhandlungen erschwert. Was meinen Sie damit? Also was ist denn so kompliziert an dem Konstrukt? Na gut, es gibt ja dieses Red and Gold, was Bayern München und LAFC hat, und da gehören die Gambinos mit dazu. Und das sind immer Themen, die wir einfach klären müssen, sauber haben müssen, damit es auch für alle klar und verständlich ist, und das muss einfach geklärt sein. Auf der rechten Seite Manuel Bonke nochmal. Noch eine Frage an Herrn Eberl. Herr Eberl, Vincent Kompany geht jetzt in sein 3. Jahr als Bayern-Trainer, erst als Meister, jetzt als Doublesieger. Wie nehmen Sie ihn aktuell jetzt wahr? Wo nimmt er jetzt die Energie wieder her? Also ich glaube, das Spiel vorher auf 3 Tore, das war schon wieder höchste Intensität, er war mittendrin. Wie startet er in sein 3. Bayern-Jahr? Genauso motiviert, genauso hungrig, mit ganz vielen Ideen im Kopf, wie man eben den Fußball, den wir gespielt haben, ein Stück weit noch weiter entwickeln, ein Stück weit auch anpassen müssen, weil natürlich Gegner werden sich uns auch anpassen. Unglaublich viele Gedanken gemacht, wie er erfolgreich sein kann. Und das ist so, habe ich Vini im ersten Jahr kennengelernt, so habe ich ihn bei der Club-WM gesehen, so darf ich ihn jetzt wieder kennenlernen. Unabhängig davon haben wir in der freien Zeit natürlich auch relativ viel telefoniert, eben was den Kader betrifft und was die Gedanken betrifft. Freut sich einfach drauf, jetzt, dass die Jungs zurück sind. Auch das Ausscheiden der Deutschen, was natürlich ein Stück weit auch deprimierend für die Jungs war, das Thema jetzt anzugehen, die Jungs wieder rauszuholen, einfach wieder den Fußball zu spielen, den wir letzte Saison gespielt haben. Genauso erfolgreich, genauso attraktiv und schön. Haben letztes Mal geflaxt, wir beiden, weil er sagte, 3,6 Tore im Schnitt beim FC Bayern. Dafür hat dann Burnley 8 Spiele gebraucht. Ich sage in Gladbach, ich habe 4 gebraucht. Also so, wir haben relativ viel Spaß gehabt in der Zeit. Aber wie gesagt, jetzt ist er fokussiert, konzentriert und es macht einfach Spaß, mit ihm über Fußball zu reden. Jeder Spieler bestätigt das. Es ist einfach eine große Freude und er hat Bock, mehr zu erreichen. Zweimal noch in Reihe 1, Stefan Kumberger, bitte. Max, für den Alltag in Asien ist ja der Trainer zuständig. Und vielleicht kannst du das größere Bild zeigen, das aber die PR-Termine und durch die Trainingsbedingungen ist es ja und Leute, ich kann das auch nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. ist einfach Trainingszeiten auf die Spiele gegen gute Gegner. Aston Villa dann in Hongkong zum Abschluss. Das sind schon Standortbestimmungen, die wir dann haben werden, und das Training bestimmt alles. Natürlich müssen wir auch ein paar PR-Termine machen, natürlich gibt es auch ein paar Medientermine, aber wir, die für den Sport verantwortlich sind, haben klar den Fokus auf das Sportliche. Bei Jamal, der wird, so wie ich es verstehe, gerade nach der Asienreise wieder komplett einsteigen und wieder zur Verfügung stehen. Dementsprechend, das ist der Stand bei Jamal. Es beschließt Torben Hoffmann, bitte. Max, da nochmal anschließend, wurde ja über die Rekonvaleszenten auch geschrieben, dass fast alle in München bleiben sollen. Nun ist Fonzie Davis ja auch schon wieder komplett im Training mit dabei. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen, der dann möglicherweise die Asienreise dann doch mitbestreiten wird? Wie sieht es bei Gnabry, Karl aus? Saibari hast du schon gesagt, der bleibt hier. Und auch nochmal anschließend an Kumbi. Jamal Musiala hat ja jetzt nach seiner schweren Verletzung, ich sag mal, noch nicht wieder zu 100% zu seiner Form zurückgefunden. Das muss man, glaube ich, ganz nicht zu 100%, noch nicht mal zu 70%, Alter. So sagen, mit der Entfernung der Platte und so ist es auch für ihn jetzt eine ganz, ja, ich sag mal, richtungsweisende Saison, da auch wieder so in seinen Rhythmus zu kommen und möglicherweise auch wieder in die Verfassung, die er vor seiner Verletzung hatte.
Also sowohl Serge als auch Lennart werden nicht mitfahren, die Asienreise. Es macht keinen Sinn, in der Reha irgendwie jetzt dann zweimal einen 11-Stunden-Flug zu machen. Ja, Deswegen, das ist die werden richtig. hier bleiben. Und bei Jamal ist es so, ja, er hat diese schwere Verletzung gehabt. Ja, er hat jetzt hoffentlich den letzten Schritt mit dem Entfernen der Platte auch ist er gegangen. Und hoffentlich befreit ihn das auch ein Stück weit auch symbolisch. Er hat es nicht leicht gehabt, weil natürlich Erwartungshaltungen waren hoch. Auch seine eigene Erwartung war natürlich sehr. Ja, wenn man ein Gehalt von 25 Millionen beim FC Bayern bekommt, dann, sorry, dann ist die Erwartungshaltung halt auch, dass du die Leistung eines Harry Kane bringst oder die Leistung eines Michael Olise, der sogar weniger verdient. So, daran muss man sich dann messen lassen und da muss man dann auch nicht rumheulen. Punkt. Dass man natürlich so lange braucht, wie die Verletzung dauert, bis man wieder richtig da ist richtig. Aber hätte man vielleicht einfach auch mal sagen sollen, pass mal auf, ich fahre mal nicht zur WM, ich lasse mir schon mal die Platte rausnehmen und stehe dann zu 110% zum neuen Saisonauftakt beim FC Bayern zur Verfügung. Hätte man ja auch mal machen können, den Move. Sehr hoch. Er hat natürlich so ein bisschen diese Leichtigkeit verloren. Torben, du warst auch Fußballer, das holst du natürlich auch mit Erfolgserlebnissen. Die hat jetzt auch nicht in der Vielzahl gehabt. Und trotzdem, das ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen unter, seine Statistiken tatsächlich sind gar nicht so schlecht. Es fehlen diese magischen Momente, die wir kennen, wo er dann auf einmal im Strafraum 3, 4 Leute eben ausgedribbelt hat und dann auch mal einen brillanten Pass gespielt hat oder einen Abschluss hatte. Das hat er noch nicht. Aber da sind wir 100% sicher, das wird eben kommen, auch mit den Spielen, mit den Minuten, die wir in den Beinen haben wird. Die wir Naja, er wird auf jeden Fall jetzt Druck haben, ja. Er wird jetzt nicht mehr diesen, ja, wenn Jamal fit ist, spielt er immer Status haben. Dafür sind viel zu viele Jungs dahinter. Man hat einen Sabari verpflichtet für 55 Millionen, den verpflichtest du ja auch nicht, um zu sagen, ich setze dich mal auf die Bank. Ja. So, du hast einen Lennart Kahl dahinter, der reindrängt. Wie Serge performt, weiß man nicht, ist immer so eine Wundertüte. Also ein Selbstläufer wird das für Jamal nicht. Der Druck ist da, wa? Wenn er nicht liefert, dann wird er nicht spielen. Ganz einfache Kiste, Alter. Er hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass er jetzt von Selbstvertrauen strotzt, aber wir werden ihn hier auffangen, wir werden ihm alles ermöglichen und es ist ja schön, dass wir bei der Offensive, die wir haben, mit Lucho, mit Harry, mit Michael, dann letzte Saison mit Lenny noch dabei, Serge dabei, dass wir mit Jamal ja noch einen haben, der noch gar nicht sein Niveau erreicht hat. Das heißt, wenn wir das auch noch schaffen, den auf sein Niveau zu bekommen, ja, dann haben wir wirklich eine herausragende Offensive. Danke schon mal. Dann lüften wir noch ein Geheimnis. Die Zahl ist heute schon gefallen, nämlich das Trikot mit der Rückennummer. Schauen wir mal, bitteschön, für das Abschlussfoto. Das Abschlussfoto. Und Max, wenn ihr das haltet, wie immer. Die Nummer 11. Diese schöne Nummer. Nummer 11 als Außenverteidiger, ist ja wild. Aber wer weiß, vielleicht wird er ja auch Mittelfeldspieler. Und Joshua Kimmich wird Rechtsverteidiger. Ach Leute, ich mache nur Spaß. Ja, ist so ein schönes Abschlussbild für uns hier. Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, PK war jetzt, PK weiß ich nicht. 1,5 Fragen, die ein bisschen sinnig waren. Der Rest war wild. Aber gut, so ist das halt, ne? Man weiß halt auch nicht mehr, was man fragen soll anscheinend. Gut. Für mich ein Top-Transfer. Ich bin gespannt, ob er die Erwartungen erfüllen kann. Ich gehe da eigentlich von aus und freue mich auch, wenn es dann endlich losgeht. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße und denkt dran, hier auf der anderen Seite, wenn ihr euch was beim FC Bayern gönnen wollt, macht das gerne über meinen Affiliate-Link. Kostet euch nicht mehr und ich profitiere ein bisschen davon. Rot-weiße Grüße, Tschüssikowski.